möchte dir lieben. Heute ist Palmsonntag, nicht Psalmsonntag, sondern Palmsonntag. Und ich habe gedacht, was gibt es für einen besseren Sonntag, um das Kleid anzulegen wie der Palmsonntag? Weil es ist eine Woche vor Ostern. Und Ostern, ich weiss nicht, ob du am Fasten bist oder am Verzichten auf irgendetwas oder ob du etwas auf deinen Stein geschrieben hast, wo der Leo vor 21 Tagen da auf die Bühne gebracht hat und gesagt hat, wir haben alle irgendwo etwas, wo wir uns einen Durchbruch wünschen, wo wir uns wünschen, dass sich etwas verändert in unserem Leben, dass sich etwas bewegt. Und wir fiebern ja in dem Sinn auch auf Ostern an. Und das ist die Auferstehungskraft. Und ich habe gedacht, ich lege einfach heute schon das Kleid an, weil das symbolisiert für mich so den Durchbruch, uns feiern und wir erleben die Auferweckungskraft in unserem Leben. Weil das ist das Kleid, das ich an der Hochzeit anhatte von unserem Sohn Stefan und Gina. Und ich habe es einfach gerne an. Ich habe gedacht, ich habe es an der Ladies Lounge angelegt und ich habe gedacht, heute wieder und ich setze mit dem das Zeichen, hey, wir werden einen Durchbruch erleben, wir werden Heilung erleben, wir werden Versorgung erleben und wir werden den Frieden erleben, genau das, für das wir jetzt die Fahne 4 Wochen lang aufgehebt haben, miteinander als ganze Church Community. Und darum finde ich es auch sehr spannend, dass ich ausgerechnet heute das Thema bekommen habe, enttäuscht von der Gegenwart Gottes. Ausgerechnet jetzt, wo wir so fast bei den Ostern angekommen sind, bei dort, wo das Grab leer ist, wo Jesus auferstanden ist, enttäuscht von der Gegenwart von Gott. Und ich freue mich, dass das, was mir Jesus aufs Herz gelegt hat, ich heute am Abend zusammen mit euch teilen darf. Ich weiss nicht, ob du ein regelmäßiger ICF-Gänger oder ICF-Gängerin bist, aber jedenfalls machen wir das jedes Jahr. Wir den Bibelvers oder die Möglichkeit bieten, dass man Bibelvers ziehen kann, gerade so am letzten Sonntag vom Jahr oder am ersten Sonntag vom neuen Jahr. Und auf das freue ich mich immer extrem fest, weil ich liebe so Bibelvers ziehen, habe auch hohe Erwartungen daran, weil ich mir vorstelle, das wird so wegweisend und Gott redet und das ist ein Zuspruch und eine Zusage und genau das, was ich hören musste. Und im Januar habe ich darum voller Erwartungen so einen Bibelvers gezogen. Wir haben sie auch online parat gehabt, für den Fall du online dabei bist. Mein Bibelvers ist aus Psalm 145, Vers 18 und der heißt: Gott ist nahe denen, die ihn anrufen. Ich war enttäuscht, kann ich das sagen. Ich habe gedacht, ich habe es ein bisschen mehr erwartet. Ich habe schon gedacht, das ist ein bisschen zielgerichteter oder weißt, irgendwie so eine Zusage, dass mir der Himmel zufällt oder was weiß ich was. Und dann habe ich gedacht, okay, kein Problem. Ich bin ja die in 4 Celebrations geht. Ich ziehe einfach den nächsten in der nächsten Celebration und dann nachher ist die ganze Sache geritzt. Dann habe ich in der nächsten Celebration wieder reingezogen und auch nichts mit dem Vers. Und ich weiss nicht, ob du das kennst. Du bist enttäuscht, weil es jetzt so rauskommt, wie du dir so fest gewünscht hast. Und ich meine, das ist ja grundsätzlich ein guter oder ein frommer Wunsch, wenn man sich wünscht, dass der Bibelvers redet. Das ist jetzt ja nicht ein egoistischer Wunsch, habe ich gedacht. Anyway, ich weiss nicht, ob du auch so Situationen kennst. Du trägst vielleicht so einen Stein oder so eine Last schon Jahre mit dir rum. Nicht einfach jetzt 21 Tage, vielleicht 21 Jahre, vielleicht auch 21 Monate oder wie lange auch immer du etwas mitträgst, wo du gerne würdest einen Durchbruch sehen im Leben und du bist einfach enttäuscht, weil sich noch nichts verändert hat. Und auf einmal merkst du, dass das zwischen dir und Gott steht. Dann halt nicht. Dann laufst du halt weiter, dann ist es halt das nicht gewesen. Oder, was ich gemacht habe und gelernt habe, ist, dann gebe ich mir eine zweite Chance. Und zwar nicht so eine, wie ich gemacht habe, einfach einen zweiten ziehen. Das kann man, das ist ja auch in dem Sinne jetzt nicht einfach falsch. Aber ich habe gesagt, okay, dann gebe ich dem Psalm 145, Vers 18, wo mich null anspricht, wo ich nichts damit anfangen kann, einfach nochmal eine Chance. Und ich habe mir überlegt, okay, was heisst das, wenn Gott nahe ist? Wie fühlt sich das an? Oder wie sieht das aus? Also Julie zum Beispiel, vorne in der ersten Reihe, sie ist mir nahe. Der Leo, der ist jetzt in Stuttgart, der ist mir in dem Sinn ja nicht nahe.
Jetzt im Moment, örtlich. Und ich habe mir überlegt, wenn Gott nahe ist, heisst das, er ist da. Er ist neben mir. Er ist direkt da. Und auf einmal habe ich realisiert, so fängt der Bibelvers, es macht sich wie eine neue Welt auf. Weil ich eine Vorstellung habe von dem, was es heisst, wenn Gott nahe ist. Und dann heisst es noch, für die ihn anrufen, das kennen wir alle, Handy immer in der Hosentasche. Ich habe gedacht, okay, ich möchte es mir ein bisschen direkter vorstellen, weil bis ich mein Handy aus meiner Handtasche amigs rausgerübelt habe, geht es eine Weile. Also stelle ich mir vor, ich habe so einen Schalter da in der Hand und ich drücke drauf. Das heisst, ich läute an und er ist da. Ich läute an und er ist da. Ich läute an, ich drücke drauf, er hört es und er ist da. Und ich kann dir sagen, ich hätte Anfang Januar nicht geglaubt, wie oft, dass ich bildlich auf den Knopf gedrückt habe, täglich mehrmals. Und habe ich etwas erlebt? Hat sich etwas verändert in meiner Situation? Nein, aber ich habe gewusst, er ist da. Und das hat mich so tröstet, das hat mich so gut getan. Ich habe angerufen, ich habe Knopf gedrückt und er ist da. Ich habe Knopf gedrückt und er ist da. Und ich glaube nicht, dass doch, es hat schon andere Bibelverse, die mir mindestens so nahe gegangen sind wie der. Aber der ist mir besonders lieb geworden und besonders nahe. Warum? Weil ich nicht aufgegeben habe. Weil ich nachgefragt habe und mir überlegt habe und mir Mühe genommen habe, was heisst denn? Was steckt denn eigentlich dahinter? Jetzt macht ja die Predigtserie der Leo bei uns im ICF und hat so eine 4er-Serie oder vielleicht sind es auch 5 mit «Enttäuscht». Und auf mich ist gefallen, enttäuscht von der Gegenwart von Gott. Und ich habe schon gelernt im Laufe der Jahre, dass es auch schlau sein könnte, wenn ich den Leo frage, was er gemeint hat mit dem Thema. Vielleicht hat er sich ja etwas überlegt und weil mir es vorbereitet, damit es nicht immer ganz so einfach fällt, wie es aussieht, wie er schüttelt, also das Märmel. Ist nicht so, es sieht einfach so aus für mich. Habe ich gesagt, okay Leo, hast du dir etwas überlegt, wenn es darum geht, zu meinem Thema enttäuscht von der Gegenwart von Gott? Wir sind auf einer Autofahrt und er hat gesagt, ja, das gibt ein Bild, Anker setzen. Du musst einen Anker setzen. Anker setzen, das ist das Bild, wenn es darum geht, enttäuscht von der Gegenwart von Gott. Was ist das für ein blödes Bild? Anker, ich weiss, dass das gibt mit dem Glaube, Liebe, Hoffnung und dort kommt das Kreuz und das Herz und der Anker vor und das nervt, weil ich habe keine Ahnung, was Anker mit dem Glauben zu tun hat in dem Sinn. Und es hat einfach nur genervt. Und eines Morgens wollte ich die Predigt vorbereiten und es kommt mir nichts anderes in den Sinn, weder der Spruch, du musst einen Anker setzen. Ich so, nein, jetzt kommst du auch noch mit dem Gott. Das ist ja zu viel, das gibt es doch einfach nicht. Okay, ist gut. Ich schaue nach, ich google, was steht über Anker setzen. Und dann habe ich nachgeschaut und ich habe meinen Augen nicht getraut, wirklich so das erste Anker setzen, Google und dann, was als erstes gekommen ist, das ist eine Methode, die sehr offiziell, also nicht nur wir Christen, brauchen, um unsere Resilienz, was ich verstanden habe, das ist unsere Widerstandskraft, wenn wir Stresssituationen sind, zum Stärken. Und zwar ist dort gestanden, das habe ich euch mitgebracht, es gibt verschiedene Anker. Es gibt den auditiven Anker, das ist das, was man hört. Dann gibt es den visuellen Anker, also das Bild, das ist das, was man sieht. Dann gibt es den kinästhetischen Anker, das ist das, was man spürt, wie sich etwas anfühlt. Und dann gibt es einen, den habe ich jetzt noch nie gehört bis dorthin, den habe ich jetzt in meinen Wortschatz aufgenommen, das ist der olfaktorische Anker. Das ist das, was man schmeckt, und also auf der Zunge und mit der Nase, was man wahrnimmt. Schmeckt und sie riecht. So auf gut Deutsch. Und das hat mich dann an einen Bibelvers erinnert, aus Psalm 34, Vers 8, was heißt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und auf einmal habe ich realisiert, das ist ja eigentlich nichts anderes, als das ich jetzt gerade mit dem Bibelvers gemacht habe. Weil ich habe ihn ja bekommen auf so einem Kärtchen, das du vielleicht kennst, weißes Kärtchen, schwarze Schrift. Aber ich habe mir versucht vorzustellen, wie der Bibelvers aussieht, wie die Aussage vom Vers aussieht. Das heisst, ich habe mir eigentlich einen visuellen Anker gebaut.
Weil ich mich jetzt viel besser identifizieren kann mit dem, was ich gelesen habe. Und du kannst das Gleiche auch machen, indem du es anfängst aussprechen. Oder indem du anfängst dir überlegen, wie es sich anfühlt. Und ich meine, das Kleid ist etwas, wie sich Durchbruch anfühlt. Und darum habe ich es heute angezogen. Weil ich möchte das Gefühl dafür schon spüren, wie das ist, wenn es sich nachher dann erfüllt. Und ich habe auf einmal so eine Freude bekommen an dem blöden Anker. Also blöd ist er jetzt effektiv nicht mehr, weil ich habe realisiert, was für eine Kraft das eigentlich da dahinter steckt und dass uns anvertraut ist. Und jetzt genau in dem Zusammenhang, wenn du das Gefühl hast und spürst, dass Gott weit weg ist oder dass du enttäuscht bist, weil du spürst nichts, du siehst nichts, du erlebst nichts, dann hilft dir so ein Anker, weil es lässt dich dort sein, wo du sein willst und nicht dort, was dich anströmt. Ein Anker ist ja effektiv dazu da, den setzt man, damit das Boot da bleibt, wo man es will haben und es eben nicht im Sturm von unseren Enttäuschungen uns irgendwo hinschlägt und irgendwo hinbringt, wo man gar nicht will sein. Und wenn wir jetzt wieder mit der Vorstellungskraft arbeiten, dann können wir uns ja vorstellen, ein Boot, das irgendwo auf dem See ist und es windet, das treibt es einfach weg. Darum gibt es ja Treibholz, das hat es auch irgendwo hingetrieben. Und ich habe gedacht, wow, ist das nicht krass? Wenn wir der Sache eine zweite Chance geben und ein bisschen länger dranbleiben, für etwas, was wir vielleicht nicht so verstehen oder wo keinen Sinn macht für uns, auf einmal hat Gott die Möglichkeit, genau durch diese Sachen zu dir und zu mir zu reden. Enttäuscht von der Gegenwart von Gott, genau dort musst du dich darauf verlassen, dass du Sachen hast, dass du Wahrheiten aus der Bibel hast, wo du weisst, wie sie tönen, wo du dir selber nochmal aussprechen, laut aussprechen, bis der Glaube kommt. Oder ein Bild verschaffen, wo du dich daran heben kannst. Wenn das eine Methode ist, die die Welt anwendet, und die haben die Kraft vom Übernatürlichen nicht, wie wir den Zugang haben. Also sie hätten es schon, aber sie kennen es nicht. Wir kennen die Kraft. Und es hat doppelte Kraft. Und ich möchte von dem nutzen. Genau in dem Moment, wo ich enttäuscht bin. Nichtsdestotrotz gibt es 3 Sachen, die ich uns heute Abend mitgebracht habe, die uns könnten ein bisschen Vorstellung oder eine Ahnung geben, was es dann damit zu tun hat, dass ich von der Gegenwart von Gott enttäuscht bin. Und das Erste ist, vielleicht will dich Gott einfach näher an sich heranziehen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe eine 3 Jahre ältere Schwester und einen 7 Jahre jüngeren Bruder. Und ich habe mit 6 mein Leben Jesus gegeben. Ich habe das so verstanden, dass er in meinem Herz einzieht. Und ich habe das sehr ernst gemeint. Und meine Eltern haben ihr Leben wiederum um Jesus herum geplant und haben mit uns Geschwistern jeden Tag am Abend die Bibel gelesen und betet. Jeden Tag. Und wie gesagt, ich habe schon sehr früh mein Leben Jesus gegeben, das ernst gemeint, nichts dabei erlebt. Es hat sich für mich gefühlt, nicht anders angefühlt. Ich habe nicht das vorher Jesus nachher kennt. Ich habe ihn auch nicht so erlebt. Ich habe auch nicht gewusst, wie er redet. Also klar durch die Bibel, aber ich habe die Bibel nicht verstanden. Ich habe damals eine Übersetzung nichts verstanden, wo die Hoffnung für alle kam. Es sind mir Welten aufgegangen, aber dort bin ich schon 20 oder so. Anyway, mit 14 haben meine Eltern gesagt, jetzt bist du alt genug, jetzt darfst du selber stille Zeit machen. Jetzt haben wir dir das vorgelebt und gezeigt, wie das geht, jetzt darfst du das selber machen. Ich habe es jeden Tag selber gemacht, obwohl ich nicht viel mit Gott erlebt habe und ihn nicht so gehört habe, aber ich habe es einfach gemacht, weil so bin ich halt aufgewachsen. Mit vielleicht 16, 17 habe ich einen jungen Bursch getroffen und der war in der Droge, von der Droge frei geworden durch Jesus. Und ich kann dir sagen, der hat gestrahlt über alle 4 Backen, wenn der von Jesus erzählt hat.
Der hat so ein Leuchten in den Augen. Der hat so gestrahlt. Und ich habe gedacht, wow, so etwas fehlt mir. So etwas würde ich mir so fest wünschen. Wenn ich den Jesus so erleben würde, wie der junge Mann das erlebt hat. Und diese Veränderung, weißt du, der hat es vorher gehabt. Der hat es Jesus-Begegnung gehabt. Und der hat es nachher gehabt. Und das hat man ihm angesehen. Über das ganze Gesicht. Wenn ich so etwas erleben würde. Ich habe gedacht, okay, in allem Ernst, wahrscheinlich muss ich jetzt abstürzen, damit ich das dann auch so erlebe. Aber das Problem ist, ich habe nicht gewusst, wie abstürzen. und irgendwie, ja, ich bin grundsätzlich unsicher gewesen, generell, aber auch in dem Punkt, Gott sei Dank. Und irgendwie habe ich gewusst, nein, eigentlich gebe ich das nicht auf. Eigentlich ist mir das zu kostbar. Die Beziehung mit Jesus, wo meine Eltern mir so vorgelebt haben, das gebe ich nicht auf. Und heute, das ist mindestens 44 Jahre später, wenn nicht schon fast 50 Jahre später, kann ich dir sagen, ich habe das für. Und ich habe die Liebe von dem Jesus erlebt. Und ich stehe in nichts zurück, was ich bei dem Typ damals gesehen habe. Jesus hat mir alles gegeben. Und genau aus dem Grund habe ich das Kleid an. Weil ich kann sagen, hey, ich habe den Jesus erlebt. Und ich erlebe ihn jeden Tag. Und es wird jeden Tag hat er wieder etwas Neues. Und jeden Tag wieder eine neue Seite. Und warum? Weil ich damals nicht aufgegeben habe. Jesus. Vielleicht möchte Jesus dich näher an sein Herz ziehen. Vielleicht. Genau so, wie ich es mit dem Bibelvers erlebt habe. Es steckt so ein Reichtum dahinter, aber es nimmt ihn Wunder, wie ernst ist es dir wirklich? Was für einen Preis zahlst du? Ich meine jetzt nicht einfach einen, der über dein Vermögen rausgeht, sondern wie ernst ist es dir wirklich? Das ist ein Punkt oder ein Faktor, wieso dass wir enttäuscht sein können, dass wir nichts erleben. Weil er möchte, dass wir ihn suchen. Und er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und das stimmt. Das ist so was von wahr, das habe ich so erlebt. Nicht einmal, x-mal. Das Zweite ist, vielleicht suchst du die Sensation mehr, weder Gottes Gegenwart. Und ich glaube, dort sind wir ehrlich gesagt alle schon gewesen. Wer da innen, oder wenn du online zuschaust, oder vom Club unten, wer von uns hat sich nicht irgendwann schon mal gewünscht, bei einer wichtigen Entscheidung, vielleicht bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, wo auch immer, dass so ein Brief vom Himmel runterkommt und du könntest lesen, so läuft's, so macht man das. Oder vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, Gott, bitte, ich muss wissen, wie ich mich entscheiden soll. Schenk ein Kamel, das über die Straße läuft. Ja, wahrscheinlich haben wir uns alle schon irgendwo so in diesen oder ähnlichen Situationen wiedergefunden. Und es könnte sein, dass wir an seinen Wunder mehr Gewicht geben und mehr nachhängen, weder an seiner Gegenwart. Im Johannes 6, Vers 30 bis 33 finden wir Leute, auch die haben zu Jesus gesagt, hey, du musst uns im Fall schon ein bisschen etwas liefern, wenn wir sollten an dich glauben. Sie haben gesagt, wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein, musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eins wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Das steht im Johannes 6, Vers 33. Was auch im Johannes 6 steht, ein bisschen weiter vorne, ist, sage und schreibe die Speisung von den 5000. Ist das nicht crazy? Also sie sagen,
Du musst einfach schon etwas liefern. Und ich behaupte jetzt einfach mal, die Speisung von den 5000, also das heisst, wo mehr als 5000 Leute satt worden sind von 5 Brot und 2 Fisch und sich das alles massiv vermehrt hat, das wird auch damals umgegangen sein wie ein Lauffeuer und ausgerechnet die Leute, die ihm gesagt haben, du musst einfach schon etwas zeigen, dass wir an dich glauben, haben das sicher gehört. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Sensation. Höher gestellt wie die Gegenwart von Gott. Er möchte gesucht werden und er möchte uns nicht einfach mit seinen Wundern abspeisen, sondern er möchte eine intime, persönliche, auf Vertrauen basierende Beziehung zu dir. Wow, das ist das Angebot. Das möchte er. Er meint genau dich, da wo du bist, mit allen Steinen, die du im Herz hast, mit allen Enttäuschungen, die du mitschleppst, mit all dem, was schief gelaufen ist in deinem Leben, meint er trotzdem dich. Dich ganz persönlich. Und die Frage ist, was hörst du? Was ist dein Anker? In diesen Zeiten, wo nicht alles rund läuft, in diesen Zeiten, wo du gemobbt wirst, in diesen Zeiten, wo du Stress hast daheim, wo du Stress hast mit deinen Freunden, in der Schule, an der Arbeitsstelle, wo auch immer. Was ist dein Anker? Was hörst du? Hörst du, du bist blöd, du kannst nichts, du schaffst es nicht? Oder hörst du die Wahrheiten, dass du gewollt bist? Dass du unendlich geliebt bist. Und nicht nur Buchstaben, schwarze Buchstaben auf einem weißen Papier, sondern du hast ein Gefühl dafür. Oder du hast es vielleicht sogar geschmeckt mit deiner Nase oder mit deiner Zunge. Oder du hast ein Bild dafür, was es bedeutet. Wir brauchen diesen Anker, dass wir ihn in unserem Sturm vom Leben hineinsetzen können, dass wir da bleiben, wo wir sein wollen und nicht dort, was uns anschleudert. Weil Stürme gibt es, das ist nur die Frage, wann. Und jedes Schiff hat einen Anker, damit es dort bleibt, wo es will und nicht dort, wo es anschleudert. Und wir haben den Anker auch. Jesus wünscht sich eine ganz persönliche Beziehung mit dir. Und das ist individuell. Beim einen sieht es so aus, beim anderen so. Ich habe 2 Söhne. Sind komplett verschieden und ich habe mit jedem einen anderen Bezug. Weil es gibt Sachen, die liebe ich mit dem Stefan und Sachen, die liebe ich mit dem Simon zum Machen. Und meine Schwiegertöchter sind nochmal eine andere Story. Es sind auch noch 2 Frauen. Er hat eine persönliche Beziehung, die er sich wünscht mit dir. Und die Frage ist, gibst du ihm dein Vertrauen? Ist er dir so wichtig, dass du parat bist für einen Anker, wenn du es gerade nicht so spürst und wenn du es gerade nicht so siehst und wenn du es gerade nicht so erlebst? Und das Dritte, vielleicht hat sich dein Herz verhärtet. Ist ja auch nicht so schwierig vorstellbar, wenn wir jetzt da den Stein haben als Symbol für das, was wir mit uns herumtragen, dass dann möglicherweise auch Teil von unserem Herz ein bisschen hart geworden sind. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament von einem König, vom Josia, der ist mit 8 König geworden. Schon recht jung, oder? Ich meine, wir sind da Sunday Night und ich weiß nicht, ob es Leute hat, die sind 8 da drin. Also du bist definitiv älter. Auch wenn du noch jung bist. Der ist mit 8 König geworden, mit 16 hat er sein Leben zu Gott gedrillt. Mit 20 oder 22 hat er angefangen, musst du dir mal vorstellen, mit 20 oder 22 hat er angefangen, eine religiöse Säuberung in Israel durchzuführen. Das hat so viel bedeutet, wie, dass er angefangen hat, befehlen, die falschen Götzenstatuen, die es da im Land aufgebaut hat, dass sie die entsorgt haben und das Land gereinigt haben und sie haben auch den Tempel gereinigt. Und ich habe da so eine Zusammenstellung gemacht aus 2. Chroniker 34, ganz verschiedene Verse,
Und was mir in diesen Versen aufgefallen ist, sie haben das Land und den Tempel gereinigt vom Götzendienst und weil sie aufgeräumt haben, weil sie rausgemistet haben, haben sie die Schriftrollen wieder gefunden und sie haben angefangen, aus diesen Schriftrollen zu lesen. Und was das jetzt mit unserem Leben zu tun hat, ist Folgendes. Vielleicht hast du aus Enttäuschungen falsche Bilder über Gott, über die Kirche, die du in dir inne hast und das muss raus. Vielleicht hast du Sachen in deinem Leben, das muss heute einfach raus. Raus von deinem Leben. Damit du Gottes Gegenwart wieder erleben kannst. Damit du das Wort, sie haben das Wort gefunden, nachdem sie die falschen Gottesbilder rausgeworfen haben, aus dem Tempel, haben sie die Schriftrolle gefunden. Dann haben sie es wieder gehört, dann haben sie das Wort wieder gehört. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo der Heilige Geist heute am Abend dir aufzeigt und sagt, schau, du musst Sachen rauskippen, die wichtiger geworden sind wie ich. Falsche Gottesbilder, falsche Bilder, wer Gott ist. Seit einem Jahr bin ich am Kinderbuch, das ich etwa vor 20 Jahren gemalt habe, am Redesignen. Das kommt dann an der ICF Conference raus. Und darum sind die Bilder, die ich jetzt mitgebracht habe, sehen auch entsprechend aus. Ich liebe sie, weil Gott hat durch diese Bilder zu mir geredet. Und ich möchte dir einfach eine Vorstellung geben, was abgeht, wenn man enttäuscht ist von der Gegenwart von Gott. Und zwar seht ihr hier eine Kirche. Einfach, dass ihr wisst, das ist eine Kirche. Nebendran ist ein kleiner, der hat offensichtlich, wenn ihr das auch seht, ein kaputtes Herz und eine vertrocknete Blume. Und er ist traurig, weil er ist enttäuscht. Er ist enttäuscht von der Gegenwart von Gott. Er ist enttäuscht von Gott, weil er meint, dass die Kirche Gott ist. Also das ist ein Bräutigam. Jesus wird in der Bibel beschrieben als Bräutigam, darum habe ich das so dargestellt. Der Kleine meint, die Kirche ist Gott. Er ist enttäuscht von der Kirche, von den Menschen da innen und darum ist er enttäuscht von Gott. Aber ich sage dir heute Abend, die Kirche ist nicht Gott. Die Kirche ist Brut. Das ist etwas anderes. Und ich empfinde es als wichtig, dass wir das heute am Abend auseinanderhalten. Die Kirche ist Brut, aber der Bräutigam ist nebendran und das ist Jesus. Und der hat Brut. Der ist verliebt in dich. Der ist verliebt in seine Brut. Das ist alles, was er hat. Er hat nichts anderes. Er hat nicht mehr. Das ist sein Ein und Alles. Wir, da innen, die Gemeinschaft, das ist sein Ein und Alles. Und der Kleine, der steht immer noch enttäuscht nebendran, weil er ist enttäuscht von der Gegenwart von Gott. Aber Jesus als der Bräutigam hat ein neues Leben und ein neues Herz. Auch für dich, heute am Abend. Und was ich krass finde, und genau darum liebe ich das, so Bilder zu malen oder zusammenstellen, weil der Heilige Geist fängt an zu reden. Und ich habe gesehen, auf einmal, dass das Herz ja genau dort ist, wo der Bräutigam der Brut die Hand gibt. Und ich habe das Gefühl, der Heilige Geist wird sagen, es gibt Leute, die sind ausgerechnet in so einer Gemeinschaft verletzt worden, aber ausgerechnet durch so eine Gemeinschaft möchte er uns wieder heilen. Ist das nicht krass? Wir sind enttäuscht von der Gegenwart von Gott, aber ausgerechnet von dort, wo wir enttäuscht sind, er möchte dich heute Abend heilen. Er möchte dir wieder ein ganzes Herz geben und dir wieder das Leben geben. Und genau darum feiern wir. Und ich sage dir, wie Jesus dich sieht. Nächstes Bild. So. Genau so. Mit ausgestreckten Armen. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich auf der Bühne stehe, mit dem pinkigen Kleid, als Zeichen vom Feiern, als Zeichen vom Durchbruch und sage, genau so. Und wenn ich es noch nicht spüre und wenn ich es noch nicht erlebe in meinem Leben, ich kann einen Anker setzen und das demonstrieren mit dem Kleid für mich, aber auch für dich. Und sagen, das ist das, wie Gott uns sieht. Die Federn da unten, das sind die, oder? Der hat einen grünen Äpfel mit einem blauen Blatt. Das ist übernatürlich, darum sind es die Früchte vom Heiligen Geist.
9 Federn auf der einen Seite, 9 Federn auf der anderen Seite. Das sind Gaben vom Heiligen Geist, wo du und ich zur Verfügung haben, dass wir fliegen können. Und Gott hat vor, dass in dieser Kirchengemeinschaft du und ich zum Fliegen kommen. Und ich habe mir nichts überlegt, ich habe einfach gedacht, ja, die Klötzchen eignen sich noch gut. Der Kleine sollte ja nicht so hinter der leeren, orangigen Wand stehen, kann er, aber muss er nicht. Und dann habe ich die Klötzchen angetan und auf einmal habe ich gemerkt, wow, das hat eine Botschaft, dass Gott möchte, dass wir in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinschaft miteinander und mit ihm zum Aufblühen kommen, zum Fliegen kommen, vor der Kirche. Das hat er vor. Und die Entscheidung liegt bei dir und bei mir, was wir mit unseren Verletzungen, mit unseren Enttäuschungen machen. Du kannst so bleiben wie der Kleine. Nebendran. Ja. Du kannst so bleiben wie der. Du kannst auch so wieder raus. Und du kannst sagen, heute ist der Moment. Ich spüre es nicht, aber ich treffe die Entscheidung. Ich lasse meine Enttäuschungen da, heute am Abend. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du den Stein 21 Tage lang umgetragen hast und heute Abend physisch dabei hast. Aber du kannst es in deiner Vorstellung machen, in deinen Gedanken und sagen, gut, ich spüre es nicht, ich weiss nicht wie, aber ich spreche es aus. Und ich mache mir einen auditiven Anker und sage, ich spreche es aus. Vor meinen Freunden, vor Gebetsteam, wo und wann auch immer. Du sprichst es laut aus. Und ich kann dir eins sagen, ich habe mich so gefühlt wie der Kleine. Und ich habe ihm ja das Maul gemacht. Das Original ist der mit dem lachenden Maul. Den habe ich vor 20 Jahren gezeichnet. Heute kann man ja mit dem iPad und digital alles ummodeln. Habe ich ihm das traurige Maul gemacht und das kaputte Herz drauf tun, weil ich habe mich so gefühlt. Aus verschiedenen Gründen, auch in verschiedenen Bereichen. Und es ist auch tröstend, wenn man sich so fühlt. Es hat auch etwas Gutes, wenn man sich traurig fühlt. Aber weil ich den anderen ja vorher gezeichnet habe, habe ich gewusst, wie er eigentlich aussehen würde. Und ich bin wie du heute Abend vor dieser Entscheidung gestanden. Bleibe ich so oder nehme ich das? Und der sprüht so viel mehr Leben aus. Der sprüht so viel mehr Energie aus. Und das ist nicht einfach ein Bild. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Das ist das, was der Glaube mir in diesen 45, 50 Jahren beigebracht hat. Jedes Mal, wenn ich den Gott im Himmel gesucht habe und gesucht, bis ich ihn gefunden habe, habe ich das Leben gespürt. Und genau das wünsche ich dir aus tiefstem Herzen. Und das Schöne ist, du musst nicht dir das erkaufen, du musst dir nicht erarbeiten, sondern einfach sagen, ja, ich will. Hilf mir dabei. Er ist nahe, wenn du anrufst. Ich möchte dir aus einem Lied einen Text vorlesen, wo mein tiefster Wunsch ist für unsere Kirchengemeinschaft, für jede einzelne Person. Und wir hören nachher den Solosong auf Englisch, wo du einfach kannst dir nochmal vom Heiligen Geist aufzeigen lassen, wie geht das, was steht genau auf meinem Stein. Oder einfach sagen, ich weiss nicht, was auf meinem Stein steht. Weil, weißt, der Punkt ist, ich meine, der Stein ist schon lupfen, so ist es nicht. Ich kann ihn heute Abend auch aufstemmen, aber nein. Lieber so. Lieber so die Hände ausstrecken, den Stein da lassen und lieber so das Leben spüren. Also, jetzt lese ich euch den Text vor. Präg dein Volk, das sind wir, durch deine Gegenwart, Gott. Mach uns zu einem Ort, wo du gern wohnst. Genau für das sind wir zusammengekommen. Lass uns auf die Zurechtweisung aus deiner Hand hören. Wenn du den Finger auf Sachen legst, die wir heute da lassen sollen, Mödeli, Süchte, die uns einfach abhalten, die uns schwer machen, anstatt die Leichtigkeit, wie es versprochen ist, und den Finger drauf legt. Lass uns auf das hören. Weil du, Gott, du bist unser Hirt und du machst alles gut. Das sagen wir einfach, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Wir sagen, das ist eine Wahrheit.
Deine Liebe, die ist so beständig, die geht nie weg und gleichzeitig so zärtlich. Dein Gesetz ist vollkommen und dein Urteil ist wahr. Und wenn wir uns dir wieder hingeben, Gott, dann stellst du wieder her, was wir dir geben. Genau so, wie ich es bildlich dargestellt habe. Visueller Anker. Du stellst wieder her, wenn wir uns dir neu angeben. Und du darfst den Solosong zu deinem persönlichen Gebet machen. Things we did at first, you're clearing out the temple and cleaning out the dirt. For we are your territory, Lord, we are your church. We are your people, you are our God, and we are your temple. Make us holy like you are. You see a holy nation, a flock to consecrate, a chosen generation, a people called to pray. So help us, God, to please you, where only you can see. For everything matters in eternity. We are your people, you are our God, and we are your temple. Make us holy like you are. We are your children, you set us apart, and God, for your glory, make us whole. If you're calling, we're coming, not walking, we're running. God, we need to surrender, so we surrender. If you're calling, we're coming, not walking, we're running. God, we need to surrender, so we surrender. If you're calling, we're coming, not walking, we're running. God, we need to surrender, so we surrender. If you're calling, we're coming, not walking, we're running. God, we need to surrender, so we surrender. If you're calling, we're coming, not walking, we're running. God, we need to surrender, so we surrender. If you're calling, we're coming, not walking, we're running. God, we need to surrender, so we surrender. We surrender, Lord, 'cause we are your people, you are our God, and we are your temple. Make us holy like you are. And we are your children, you set us apart. God, for your glory, make us holy. If you're calling, we're coming, not walking, we're running.
aus irgendeinem Grund hat es dich heute Abend hier angezogen. Vielleicht, weil du regelmäßig kommst oder warum auch immer. Und ich möchte dir einfach noch mal vor Augen malen. Hast du gewusst, dass schlechte Gewohnheiten haben einen sofortigen Gewinn, während gute Gewohnheiten einen verzögerten Gewinn haben? Und genau darum haben wir sehr oft, dass wir auf diese schlechten Gewohnheiten hineinfallen. Und du weißt genau, was dich jetzt anspricht, wenn ich von schlechten Gewohnheiten rede. Sie haben sofortige Gewinn, aber sie sind schlechte Gewohnheiten, darum heissen sie schlechte Gewohnheiten. Und wenn ich heute bete, dann möchte ich beten zusammen mit dir, dass wir unseren Tempel, unseren Körper, das, was uns ausmacht, können ausmisten. Säubern. Reinigen von diesen schlechten Gewohnheiten, die zwar sofortigen Gewinn haben, aber schlecht sind. Und ersetzen mit guten Gewohnheiten, die uns näher bringen zu Jesus. Und was in dem Lied steht, heisst, du räumst den Tempel aus und Heiliger Geist, das sind wir. Wir machen uns eins mit dem Statement und ich setze damit einfach einen Anker und sage, da wollen wir hin. Es soll uns nicht an ein anderes Ort schleudern. Du räumst den Tempel aus und ich lasse das zu. Mach das zu seinem persönlichen Gebet. Und um jetzt noch mal einen Schritt weiter zu gehen, du kannst auch sozusagen einen kinästhetischen Anker setzen, indem du jetzt aufstehst und spürst, was es heisst, du willst etwas ändern in deinem Leben. Das heißt aufstehen, während ich das Beten über uns ausspreche. Und sagen, hey, wir machen nicht mehr gleich weiter. Die Fahnen kommen auf die Bühne. Das sind die Fahnen, die wir genauso vor Augen haben als ein Bild. In den letzten 4 Wochen Heilung, Versorgung, Frieden und Durchbruch. Und räum den Tempel aus. Räum den Schmutz weg mit deinem Blut, Jesus Christus, das du vergossen hast. Weil, und das sprechen wir auch aus über unserem Leben, wir sind dein Gebiet. Wir gehören dir. Und wir sind deine Kirche, wir sind deine Brut. Wir sind dein Volk und du bist unser Gott. Wir sind dein Tempel und darum mach uns heilig. Mach uns heilig, wie du heilig bist. Markier dein Volk, markier uns mit deiner Gegenwart. Mach uns zu einem Ort, wo du gern wohnst. Und die Korrekturen von dir, Gott im Himmel, die nehmen wir gern aus deiner Hand. Weil wir wissen, der Schmerz ist kleiner, wenn den Stein die ganze Zeit umtragen. Oh Herr, du bist unser Hirt. Du machst alles gut. Du machst alles gut. Lass uns die Hände ausstrecken, während wir die paar Zeilen noch mal singen. You
Make us holy like you are. We are your people. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.